Mittelhäusern im Kanton Bern. In diesem ländlichen Gebiet lagert das Virus. In einem Biosicherheitslabor der Stufe 4. Unauffällig, fast wie ein Bauernhof. Wir sind da, wo am 6. Februar die Proben angeliefert wurden. Sie stammen von den ersten Corona-Patienten in Deutschland. Ja, das war schon noch eine spezielle Situation. Da muss man sich vorstellen, da kommt ein Spezialtransport, sehr unscheinbar angeschrieben oder gar nicht angeschrieben. Und dann hat man das Päckchen oder die Schachteln ausgepackt. Dann ist es der Biosicherheit übergeben worden. Und die Biosicherheit hat dann dafür gesorgt, dass das Päckchen in das Labor hineinkommt. Der Kurier, der das gebracht hat, das ist ein hochspezialisierter Kurier, der sehr viele so infektiöse Proben verschifft. Die Spezialisten hier gehören zu einem kleinen und exklusiven Kreis von Forschern weltweit, die derzeit mit echten Proben des neuen Virus arbeiten. Können wir das Schuh abziehen und ja. Damit wir das Labor betreten können, müssen strenge Sicherheitsregeln befolgt werden. In diesem Labor sind natürlich nicht nur Coronaviren, sondern es sind auch andere Viren. Und da müssen wir sicherstellen, dass nichts nach Hause geht. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass der Schutz vom Personal dass da jederzeit 100% gewährleistet ist. Für uns heißt das, vor der Hauptschleuse muss die Fernsehkamera zurückbleiben. Zum Einsatz kommt ab jetzt nur noch eine kleine Kamera. Diese wird dann im Laborinnern zurückgelassen. Denn höchste Sicherheitsstufe gilt nicht nur beim Reingehen, sondern auch beim Rauskommen. Die Dekontamination würde die große Fernsehkamera nicht überstehen. Filmaufnahmen inklusive, die werden digital übermittelt. Alles klar. Ist gut. Jetzt kann ich reingehen? Ja. Lüpfen, gegen rauf. Und dann rein und wieder zutun und dann geht es auch auf. Als nächstes müssen wir uns komplett ausziehen und neu einkleiden. Gut. Ich weiss es nicht. So, nicht überstehen, Entschuldigung, da wäre die Grenze beim Strich. Und jetzt müssen wir hier wieder Kleider wechseln. Das Prozedere wiederholt sich bei jeder Sicherheitsstufe. Vor dem Bereich mit Level 3 treffen wir auf den Corona-Experten Volker Thiel. Der Virologe forscht schon seit vielen Jahren mit Coronaviren. Die Epidemie in China und der derzeitige Ausbruch weltweit geben seiner Arbeit nun noch zusätzliche Bedeutung. Es ist aufregend. Natürlich ist man sich auch der Verantwortung bewusst. Wir forschen ja nicht zum Spaß. Wir wollen wichtige Erkenntnisse gewinnen, um dann eben auch Hilfe leisten zu können. Dann geht es zum Herz der Anlage, Biosicherheitslevel 3. Spezielle Schutzanzüge und eine Reihe anderer Maßnahmen schützen die Virologen vor einer Ansteckung. Hier hat das Team um Volker Thiel die gefrorenen Virenisolate zuerst in Zellkulturen vermehrt, um dann mit der eigentlichen Forschung beginnen zu können. Für uns machen die Forscher das praktisch unsichtbare Coronavirus sichtbar. Und wir kommen dem Virus so nah, wie man ihm im Alltag eigentlich nicht kommen möchte. Hier sieht man Zellen. Ein Zellrasen, der unbeschadet ist im Prinzip hier angefärbt und man sieht, dass er heil ist. Im zweiten Wellen sieht man dann, dort wo Viren sind, erste Löcher. Und wenn wir mehr Virus draufgeben, dann entstehen noch mehr Löcher. Wir nennen das Plaques und das ist eine Methode, um das Virus oder die Virusmenge zu bestimmen. Das Team um Volker Thiel hat sich weltweit mit den anderen Labors abgesprochen, was jetzt als erstes erforscht werden soll. So kann gleichzeitig schnell viel Wissen generiert werden. Innerhalb von nur einer Woche konnte das Team einen ersten Erfolg verzeichnen. Sie verbesserten eine Methode, mit der man vom neuen Virus im Labor viel schneller synthetische Klone herstellen kann. Ein entscheidender Schritt. Wir können jetzt das Virus gezielt verändern. Wir können beispielsweise ein Gen rausnehmen und dann schauen, ob sich das Virus schlechter vermehrt. Und auf die Art und Weise können wir eben feststellen, was ist die Bedeutung der einzelnen Gene für die Vermehrung des Virus. Thiel und sein Team werden weltweit für diese Arbeit geschätzt. Gratulationen von Virologinnen und Spezialisten weltweit, auch in Sprachen, die Thiel gar nicht versteht.
Angela Rasmussen von der Columbia University in New York erklärt uns per Videochat, weshalb. Die Tatsache, dass es ihm in einer Woche gelang, das Virus in einen infektiösen Klon zu verwandeln, ist ein erstaunlicher Durchbruch. Er wird uns helfen, ein besseres Verständnis für die Funktion des Virus zu bekommen, um viel schneller Impfstoffe oder Therapien entwickeln zu können. Bereits wird Thiel mit Anfragen von Labors weltweit überhäuft. Alle wollen nun seine synthetischen Klone, um weiter forschen zu können. Wir entscheiden natürlich jetzt vor dem Hintergrund des Ausbruchs vor allem Projekte anzustoßen, die vielleicht noch einen unmittelbaren Nutzen haben, beispielsweise Desinfektionsstudien, wie lange kann das Virus auf Oberflächen überleben, welche Desinfektionsmittel wirken und wie gut wirken sie. Zurück im Hochsicherheitslabor. Nach rund 30 Minuten verlassen die Virologen den Hochsicherheitsbereich. Sich unbedacht bewegen ist hier tabu. Jeder Arbeitsschritt ist in Protokollen vorgegeben. Gemeinsam verlassen wir diesen Trakt und gehen ins Labor der Stufe 2 zurück. Natürlich durch Schleusen. Hier bespricht das Team die Mikroskopaufnahmen von den heutigen Proben im Labor. Auf den Bildern sieht man ihr erstes Experiment mit der neuen Methode. Sie haben dem Coronavirus ein Gen eingebaut, das Körperzellen fluoreszierend grün leuchten lässt. So lässt sich erkennen, wo und wie stark Körperzellen befallen sind. Und das zeigt, dass das System funktioniert. Das ist quasi der Nachweis, dass wir das Virus verändern können. Und wenn wir jetzt bei diesem neuen Virus, wo wir noch nicht genau wissen, welche Funktionen haben, welche Gene, so ein Gen ausbauen, dann würden wir wissen, das ist ein wichtiges Gen für das Virus und wenn wir dagegen ein Medikament entwickeln, dann treffen wir das Virus eben hart. Die Arbeit dieses Teams macht Hoffnung. Für uns endet hier der exklusive Einblick in dieses Labor. Vor der Hauptschleuse nach draußen ist auch Endstation für die kleine Kamera, die nun im Labor bleibt. Nun müssen wir alle duschen und gründlich von Kopf bis Fuß uns zweimal einseifen, damit auf keinen Fall irgendwelche Keime oder Viren nach draußen gelangen.